Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Legend of Zelda Oracle of Ages. Wir gehen jetzt sofort zum Makrobaum, weil das haben wir letztes Mal nicht können. Und wir reden zuerst mal mit ihr. Mit ihm, ihrer. Es ist ja sie, aber es ist der Baum, also auf dem her. Echt? Es ist seltsam. Meine Erinnerung ist schemenhaft. Ich vergesse. Oh, du bist Kuma. Kuma! Was machst du jetzt hier? Ich habe so lange auf dich gewartet. Weißt du noch? Vor Hunderten von Jahren. Kuma, du gabst mir ein ewiges Versprechen. Wenn ich groß bin, werde ich dich heiraten. Das hast du gesagt, Kuma. 400 Jahre habe ich gewartet. Doch, ich wusste, dass du mich nie vergessen würdest. Unsere Herzen sind auf ewig miteinander verbunden. Oh Gott. Wie? Du bist gar nicht deswegen hergekommen? Warum hörst du mir nicht zu? Ach, du wirst also über Veran sprechen. Ja. Vermutlich benutzt Veran Königin Ambi, um den Turm bis zum Himmel hinaufzubauen. Erlangt jemand unreinen Herzens die Kräfte des Schattens, wird diese Welt in Finsternis gehüllt. Genau darum geht es hier. Das Jetzige zu verstehen, heißt das Vergangene zu kennen. Veran hat freie Bahn, wenn sie dunkle Kräfte in der Vergangenheit für sich findet. Kuma, du musst Veran Einhalt gebieten und Nairo retten. Muss ich das wiederholen? Ja klar. Ich erinnere mich schwach. Ich glaube, in ganz Labyrinthia versteckten Essenzen der Zeiten sind notwendig, um Veran zu besiegen. Diese Essenzen beinhalten die Kraft, die Wahrheit zu sehen, und in ihnen liegt meine Erinnerung. Du bezwingst Veran nicht, wenn du die Wahrheit nicht erblickst. Die Störung des Zeitflusses hat mein Gedächtnis verblassen lassen. Was sollen wir noch tun? Ich bin verloren. Wenn du jedoch die Essenzen findest, werde ich mich an alles erinnern. Und du kannst Veran stoppen. Bitte, nimm diese Aufgabe an, Kuma. Such zunächst östlich von hier den Jolf-Friedhof auf. Dort erfülle ich die erste Essenz, klar. Vielleicht hilft dies ein wenig. Yay! Die Glutkerne in diesem Saatbeutel bringen Licht ins Dunkel und entflammen kleinere Büsche, die dir im Weg stehen. Yay! Du erhältst den Saatbeutel. Er enthält bereits 20 Glutkerne. Uhu. Okay, dann würde ich sagen, let's do that shit. Und Stuff. Zuerst mal gehen wir zu ihr rein. Da könnte man Geheimnis angeben. Also andere Geheimnisse für Waffen und so. Da gehen wir auf ihren Kopf. Ich glaube, es hat noch 9. Da schon mal die erste Essenz gefunden haben. Ja, die Büsche gehen dann da einfach auf und ja. Und der Levelangriff kann übrigens das da. Was auch manchmal nützlich ist, aber eher halbe. Okay. Dann gehen wir mal zum Jolf-Friedhof, hat sie glaube ich gesagt, hä? Im Osten. Das ist aber die Richtung. Wir haben 9 Rubin, also können wir uns auch nicht kaufen. Dann haben wir zuerst mal, haha, das Menü. Das liegt hier auf B. Und dann machen wir Fluff. Und da haben wir was. Du erhältst 30 Rubine, feine Sache. Jetzt können wir uns glaube ich Schild kaufen. Gehen wir gerade mal zum Laden. Ich will gerne schneller laufen können, aber da müssen wir zuerst Pegasus sammeln. Oder Beruf, oder whatever. Hey, Meerjungfrau. Okay, da haben wir noch komische Menschen. Dies ist die Hühnerstadt. Ah ja, das haben wir schon gehabt. Der hat uns schon mal angequatscht. So hast genau 30 Rubine. Da, nimm's. Holzschild. Macht 30 Rubine. Okay. Du hältst ein Holzschild. Yay. Jetzt können wir uns auch verteidigen. Solange es keine Schleimviecher gibt, wo uns das Holzschild wieder klauen. Gemein. Okay. Das sind vorhin unsere Kolonisten gewesen, wo wieder kaputt sind. Jolf-Friedhof. Okay. So. Und so. Puff. Okay. Dann, wie soll ich das bitte schaffen? Gehen wir nochmal nach rechts. Nach oben. Da brauchen wir einen Schlüssel. Okay. Aber wir wissen immerhin schon, wo der Jolf-Friedhof ist. Das ist schon mal ein riesiger Fortschritt. Aber ein Geist. Hey Geist. Und da haben wir noch mehr Glut zusammen. Das ist gut. Und da haben wir komische Kinder. Niemals! Das ist zu gruselig. Es ist stockfinster in dem Grab. An dem Baum dort. Oh Mann, du bist wirklich ein Angsthase. Und außerdem
Was ist, wenn er herauskommt? Der Geist! Biber, biber, biber. Ah. Ja, Angsthase da. Muss ich wieder alles allein machen, hä? Kann ich da verschieben? Nein, ich kann nicht aufschieben. Nein, ich kann nicht aufschieben. So, nein, okay. Dann haben wir das Herzteil. Merken. Aber kommen da keine Geister raus. Nein, kommen wir nicht. Das ist gut. So. Und dann macht es auch. Nein, macht es nicht. Aber dann teamen wir wahrscheinlich. Also, ich gehe mal da ab. Was ist denn da? Mir erleuchtet das da. Ein toter Kopf. Ein toter Kopf, wo etwas grosses Fetz in der Hand hat. Okay, das ist schon der Schlüssel für den Johlfriedhof. Der Gruftschlüssel. Okay. Wieso nicht? Mir soll es recht sein. Ist ja nicht so, als tue ich gerne Zeit verplempern. Ist ja nicht so, als würde ich Geld damit verdienen. Also, jetzt wirklich nicht. Andere YouTuber sagen ja, oh, ja, verdienen halt Geld damit, oh, ja, der ist ein bisschen Strecker, so als Witz. Aber ich meine, ich habe echt keine Werbung auf meine Videos geschaltet, von dem her. Da wird ich noch nicht reinkommen, wir haben nämlich noch keine Flosse und gar nichts. Ah! Aua! Wir haben nur 3 Leben, wie soll ich das schaffen? Okay, da brauchen wir auch das Kraftarmband, weil das ist so ein komischer Stein. Und gehen wir runter. Level 1. Geistergruft. Yeah. Okay. Da kann man ja nichts kaputt machen, das finde ich schlecht. Kommen wir da irgendwo hin? Nein. Ach, Rubin. Rubin. Jetzt haben wir schon 10 Rubin. Krass. Wir wollen mal zwar, ja, irgendwann werden wir einfach zu viel von denen haben, aber. YOLO's way! Okay. So, gehen wir mal. Das sind alles neue Gegner, das ist voll cool. So. Gehen wir rauf. Oh, die Würfel sind lustig. Also es kommt davon an, welche Farbe das wir da haben. Und dann tun die Viecher da, die nachher in dieser Farbe leuchten. Gehen wir zuerst mal nach oben. Ist eine gute Idee gewesen, kann man da verschieben. Ja! Dann bekommen wir Kompass. Wow! Oh. Also, ich habe das schon seit 5 Jahren nicht mehr gespielt. Das ist jetzt nicht so, dass ich das gewusst hätte, aber ich finde das krass. Kann man da brennen? Oh, geil! Oh, oder geil, hoffe ich mal. Du stirbst auch. Okay, was ist da? Bekommen wir da einen Schlüssel, bekommen wir da eine Karte, bekommen wir Geld. Wow, da können wir drüber kommen, okay. Wir bekommen. Du erhältst einen Ring, lass ihn später schätzen. Ja, auch in dem Spiel gibt's wieder Ring. Was geht die? Ich weiß nicht, gibt in der anderen Zelda-Spiel auch Ring? Wir haben noch keinen Schlüssel, fuck. Aber da gibt's auf jeden Fall Ring. Und sie sind mittelhilfreich, wie immer. Wo haben wir da Karte? Ja, eine Karte. So, jetzt haben wir auch eine Karte. Dann werden wir mal schauen, wo wir schon gewesen sind. Das sieht aus wie ein Geist. Also, ja. Das ist cool. Hoffentlich stürzt das Spiel da mal nicht wieder ab, wenn ich von der Ebene wechsle. Wir haben jetzt zum Glück noch eine. Aber wenn ich Oracle of Seasons gespielt habe, hat das Spiel gemeint, das müsse ich immer abstürzen, wenn ich Karte öffne. Und wow, das sind wieder alles neue Gegner, mein Gott. Es muss ich abstürzen, wenn ich Karte öffne und die verschiedenen Ebenen, was ich in dem Dungeon hätte, durchgegangen. Ja, stirb. Und hoffentlich passiert das da mal nicht. Du wirst lebendig. Nein, du wirst nicht. Okay, das ist gut. Das ist gut. Du bist ein Geist und du stirbst. Ja, einfach, das sind einfach Tanks, die haben viel Leben, aber sonst können sie gar nicht. Kann ich da noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Aber das gesehen. Also, sehen da die runde Kreisviecher. Sieht genau aus wie der Level da. Und da heißt, der Endboss ist genau, ich kann es jetzt nicht zeigen, also 1, 2, 3 Felder nach links und 1 Feld nach oben. Dort ist der Zwischenboss und der Endboss ist dann da, also quasi da halt. Und da ist dann der richtige Boss. Also falls ich es nochmal gesehen so. Was das da hier bedeutet, haben wir das auch. Ah, da sind wir jetzt. So geil, das ist eine richtige Karte, Mann. Und die Fackel da sagt uns, dass es da einen Schatz hat und da oben in dem Fall auch noch. Dort ist nämlich der Essenz von der Zeit. Hey, das ist ja hure geil gemacht. Okay, da muss man noch schauen. So kleine Hinweise, das ist immer cool. Also. Und da können wir eben auch nochmal hier von unten, aber haben wir ja schon. Ganz ziemlich gut. Jetzt gehen wir da hin. So. Die Fledermäuse sterben. Und. Das ist aber schwer. Ja, ich weiß. Bin schwach. Ganz schwach. Stirb. Gehen wir mal so. Und Herz, wo ich nicht kann brauchen, aber egal. Die lassen mich manchmal auch
Geld kriegen. Zum Beispiel das Geld, das ich jetzt gerade aufgenommen habe. Okay, gehen wir mal rauf. Wo haben wir da? Oh Gott. Okay, ganz langsam, ganz vorsichtig. Gehen wir mal nach links. Ist eine gescheite Idee. Was immer. Mittlerweile. Also da oben ist der Boss. Also der Mittelboss. Und da oben ist wahrscheinlich, kommen wir noch gar nicht hin. Ich jetzt da einen Schlüssel. Braucht jetzt etwas irgendwie. Oh, das sind die Hände, die ich hasse. Die nehmen zurück an den Anfang. Die mag ich nicht. Man kann sie zwar, glaube ich, alle besiegen, bis es keinen Nachschub mehr gibt, aber... Na, habe ich keine Lust. Vor allem ist das voll langweilig für euch. Okay, gehen wir mal da durch. Und da oben und da runter und da komische Dings. Kann man die so verschieben, dass man das da draufstellen kann? Weil... Ah nein. Oh, krass. Okay. Schlüssel, 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 Schlüssel. Gaschachern. Okay. Ja, mehr was. Ey, wir müssen mal noch zu einem Gaschachern schauen. Wo wir ja gepflanzt haben in der Vergangenheit. Und schauen, ob man wirklich in Zukunft muss, um den entpflanzen. Also, ernten. Genau, warum nennt man das eigentlich ernten? Warum nicht entpflanzen? So viel logischer. Okay, gehen wir so, so. Mal nach links. Einmal Schlüssel, also einmal, however. Und da haben wir einmal das da. Gut. Okay, jetzt gehen wir da drauf. Möglichst ohne runterkriegen und ein Schlüssel. So, jetzt kommen wir zum Endboss, also zum Mittelboss. Den mache ich vielleicht noch in der Episode. Das wird dann halt ein bisschen länger. Vielleicht. Tendenziell. So 15 bis 20 Minuten. Ich hoffe, das macht auch nicht aus. Sind wir da auf dem richtigen Weg. Oh, ich komme hier nicht anders mehr an. Oder? Da oben hat es noch eine Truhe. Ist jetzt halt noch eine Truhe. Egal. Das tun wir uns nachher anschauen. So. Lange das echt. 3 Minuten für den Boss. Frag mich, was es für ein ist. Hey Boss! Oh, das ist ein Geist. Warte ab. So. Das ist ja voll billig. Stirb. Stirb. Und schon tot. Wow. Nein. 2 Minuten lang gar nicht für den Boss. Oh Gott. Ja, ich würde sagen, mit dem Erfolgserlebnis können wir das mal beenden haben, also. Also falls ihr euch fragt, was der da hier ist, das ist so ein Wurmel, zum Anfang zurück und Wurmel wieder zum Boss zurück. Und mit dem Wurmel sage ich mal Wurmel bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat gefallen. Tschüss.